Herr Präsident, die Damen und Herren! Den Gast Schiberia huet gëcht ganz richtig gesot, dat 450 Millionen Mehreinnahmen aus 3 Mesuren resultieren. Dokumentation von der TVA, die zusätzliche Steuer von 0,5% an Nettupassung von der Steuertabelle an der Domaden des Regierung Loschans eng mega Steuerreform Wähler Hoss durchgezogen wird. Die Argumentation von der TVA repräsentiert nicht mehr wie 0,5% von unserem PIB. Die neue Steuer 40%, an die Mesuren, die Zukunftspack genannt gehen, 0,29%, das heißt 1% PIB zusätzlich, das ist keine Kleinigkeit. Das schuld, dass der Gilles Roth, daran hast du. Ich wollte dem Gilles Roth merci so. Die ganze Nacht lauch ich wirklich. Denk ich an Luxemburg in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Für ein Edit zu fanden, wie ihn den berühmten Zukunftspaket nennen. Der Gast Schiberia hat denke Zockpack gesagt, mir das hat mir nicht richtig gefallen. Mit Zukunft hat der Park auf jeden Fall Rose wenig zu tun. Dafür aber mit neuen Taxen, mit mehr Ausgaben für den Staat und dafür mehr Ausgaben für die Bürger und Betriebe. Und dafür merci Gilles Roth, Bezahlpack, also ein Titel, den mir ganz gut schenkt, den ich gerne überhole. Gucken wir mal den Detail von dem Bezahlpack. Ich habe ein paar besonders betroffene Gruppen rausgesucht und ich bin froh, dass Herr Grasel gerade über die Landwirtschaft geschwärzt wird. Einsparungen für den Staat, das heißt Mehrausgaben für die Betroffenen, neue Taxen für die Betroffenen, mehr für die Landwirtschaft. 1,5 Milliarden 2015 aus, auf 4,5 Milliarden 2018. Das sind plakisch Zahlen. Wir jonglieren hier mit Millionen, an Hunderte Millionen, an Milliarden. Ich habe mir mehr gemacht, das konkret auszurechnen. Wir haben 1.800 Vollzeitbeschäftigte an der Landwirtschaft hier im Land. Die verdienen am Schnitt 40.300 Euro pro Jahr. Wenn ich den Spurpark, den Bezahlpark umrechne, da komme ich auf ein Einkommensverlust auf den Kap für einen Vollzeitbeschäftigten von 2.222 Euro pro Jahr. Oder ernst ausgedrückt, 5% von ihrem Einkommens verlieren als Bauern. Liebe Kollegen, was für eine andere Berufsgruppe hier im Land gibt das mitmachen? Wir ein OGBL, wir ein CGFP, d'accord, mit einer Kürzung von 5% von den Löhnen und von den Gehältern. Wir mit den Bauern, Herr Bauernminister, da können wir machen. Wenn ich gerne will, gebe ich mir mal eine neue Häuptlingssicht an der Landwirtschaft. Nur der Agrikultur, weil so schön passt, Kultur. Kommunikationspannen, Aktivismus. Parteipolitisch können über den Start von dieser Regierung lachen und lästern. Aber wie soll schon den Erich Kästner so schön? Die Jungen schmeißen aus Spaß mit Steinen nach Frösche. Die Frösche sterben im Ernst. Konventionen mit allen möglichen Kulturträgern. Für diese mal zu kennen, Erich weiß, wo ich will hingehen, ist ganz einfach eine Schnapsidee. Für die Leute, die an der Kultur schaffen, löst das existenziell Angst aus. Und die sollte man tun. Wie soll ein Mensch ein Haus feiern, ein Theater, von Programmation 1-2 Jahre am Voraus muss gemerkt gehen, an Haut an nicht weiß, was für ein Enveloppe, auf was für ein Enveloppe das kann zählen, auf was für ein finanzielles Enveloppe. Das ausgerechnet, aus der Hüfte raus. Direkt am Anfang, dass die Regierung mal eine China-Tournee von diesem philharmonischen Orchester gestracht wird. Oder die Ausstellung über den Ersten Weltkrieg. Beweist, dass fehlend Fangerspitze gefehlt, was Kulturpolitik angeht, speziell auch an der DP. Ich warne als Kollege von der DP, kommt nicht ob die Gülle frei anzuschmelzen, sie ist nicht aus Gold. 10 Mesuren vom Bezahlpark für insgesamt 6 Milliarden treffen Kultur. Wenn ich gerne will, gebe ich von der Kultur in einen Häuptling sich. Kommen wir zur TVA. Es ist ganz normal, dass in einer Koalition alle Partner muss Wasser an sein Wein schütten. Was TVA angeht, so als Regierungswahlprogramme von den 3 Parteien, DP seit 23, Mehrwertsteuerreform nur wenn nötig. LSAP seit 25, begrenzte Mehrwertsteuererhöhung im Rahmen einer globalen Steuerreform, kein Tabu.
An die Greng seit 29, den regierenden Parteien fällt nichts Besseres ein als die Erhöhung der sozial ungerechten Mehrwertsteuer. So, lo machen wir daraus Pack. Nur wer nötig im Rahmen einer globalen Steuerreform sozial ungerechte Mehrwertsteuer als gleich für Gambia, Mehrwertsteuererhebung direkt ob Ball alles und dann auch noch ausgerechnet ob de Logement. Sukzessiv Regierungen hun het immer haut sie den dazu nohaltig, fertigbrucht a bester Absicht, Logementspreise, sie der Kaufpreis oder sie der Loyer aufzusetzen, zu senken oder zumindest zu bremsen, de contraire zu bewirken. An noch heute reden als Staat Gambianer an Fußstapfen von einem so illustrer Fehlbesetzung wie dem Minister Boden, an dabei konnte man rechnen, wer Mathisprof. Mei Vorschriften machen Wohnraum nicht mehr billig. Nei Verkaufsrechte machen Wohnraum nicht mehr billig, an eine Augmentation von der TVA-Logement möchte Wohnraum nicht mehr billig. Den direkten Effekt von der Annonce, von der Host von der TVA auf das Logement, war dat der Sektor bis haut, 18.12. huet müsste schaffen, op Basis von einem Gesetz, wat nach net gouf. Bis den 1. Juli war die Regel einfach. Ich habe mein Contrat de Reservation gemacht, ich habe mein Agreement gefragt für TVA, ich habe mein Akt gemacht. Ab Juli kom ein Zirkulär vom Direktor vom Enregistrement, am Merci, dat wenigstens ein Zirkulär gouf, wo gesot gin ass, den Agreement get lo nach Schust gin op Basis vom Akt Notarier, und zwar den Akt Notarier enregistriert. Was auch witzig ist, dass so dieselbe Verwaltung, die den Akt enregistriert, wie die TVA-Agreement gibt. Also dann so, es gibt zwei Fälle. Entweder der Kadastre vertikal als fertig, ich meine, mein Akt 4 um 31.12., da profitiert ich noch von meinen 3%, oder der Kadastre vertikal als nicht fertig. Das geht durch, dass ich Contrat de Reservation habe, und dass der Kadastre vertikal auch gefroren ist, und ich profitiere nur in Zukunft noch von 3%. Es tut mir leid, am Mengen aus der Toten, so absurd wie nimmen Kago. Für was also Projekt, den méi weit gediegen ass, fir wat get den diskriminéiert, da muss bis 31.12. durchgebatcht gin, an den net so weit gediegen ass, den krit méi Chance. Das einfach für mich absurd, aber wann ich Gambianer wie ich gif mir neuen Häuptling an de Finanzen sicher. Me da kann ich gucken Lomo Konsequenzen von der TVA-Erhebung. De Franz Fayo huet ganz richtig, mat vollem Recht gesot. Die Leute hier am Land, denen der Manste gut geht, das sind Lokataire. Das ist ganz richtig. Wir mengen dir da wirklich, dass die 14% mehr Kosten, die der Investisseur für Mietwohnungen lo hat, dass die nicht geben auf den Lokataire überdrohen gehen. Ich schon hören, ja, da mal geben wir Marge von den Promoteuren. Aber viele Promoteuren haben auch keine Marge von 14%. Da können sie die doch nicht einfach schlecken. Und sogar wenn sie so haben, sie stehen an Konkurrenz mit anderen. Nee, wenn ich ein Wur erkaufen, an die geht mir teuer, da geht mein Verkaufspreis am Blut. Wenn ich als Investisseur erkaufen, an mein Verkaufspreis geht drauf, da geht mein Loyer am Blut, die gelebt man da nicht. Mit die wird gesehen, an einem oder an 2 Jahren, wenn man Statistiken gesehen, wird der gesehen, dass Loyer durch die dote Mesure gegangen sind. Und der wird, pardon? Ja, was ist das System von der TVA? Was will der da mal so? Ich verstehe die Frage nicht. Nach etwas wäre da kommen der Statistik gesehen, nämlich dass der Preis auch von Occasionsimmobilien an Blut geht. Ich war immens froh zu hören, dass 3% TVA bleibt für die Renovation von Altbauten. Ich fand das immens wichtig für das Handwerk und ich fand wichtig für die Branche. Es sind natürlich viele Investisseuren, die sagen, ja, ich bezahle 70% auf etwas Neues oder die Renovation von etwas alles nehmen 3%, die kaufen nur echt etwas alles. Und das ist ein perversen Effekt von der Mesure, die ich ganz richtig fand. Mit dem perversen Effekt ist, dass alle Wohnungen auch für die Medaille gibt, weil den Eintritt von Investisseuren und alle Wohnungen hochgeht. Das Resultat von ihrer Politik, neue Wohnungen geben Medaille, alle Wohnungen geben Medaille, Loyer geben hoch, und ihr werdet das gesehen, dass das so ist. Last not least, wir holen ja keinen mehr bis weg. Mit die Leute, die selber profitieren von ihrem Logement, auch die verlieren, und das heißt schon gesagt gehen. Durch die Plafang TVA-Abspurung von 50.000 €, den hast du, wenn du dieselbe bleibst, bei 15% wie bei 17% TVA, da kann ich ein Lo bauen für 3% für 416.666 €. Und mit der neuen TVA nehmen wir für 357.143 €, das sind bei 60.000 € Männer.
60.000 Euro, wir flankieren hier mit Millionen, mit Milliarden. Ich habe mal umgerechnet, ich habe FIFA-Preise geguckt an einer Gemeinde, die ich gut kenne, Peiting, den Durchschnittspreis. Man das sind ganz einfach 15,8 Meter Carré Männer, für den die käft, für selber dran zu wohnen. Und mit dem, was man nur nach hat, 357.000 Euro, schon auch da die offizielle Chiffre geholt für den François Hetto, ein Fried zu meinem Junglünster. Da kann ich für mich 360.000 Euro nach ganz genau 71,5 Meter Carré kaufen. Also, Herr Dr. Märchen, wir holen kein Weppes weg, 15,8 Meter Carré sind keine Kleinigkeit. Und nach letztem Jahr, auf das ich zu Schwätze kommen, Torresca. Nachdem die Bereiche schon bis gebeutelt gehen ist, durch das Verbot, gibt dann auch noch ein gebeutelt mit der TVA. Ah ja, das ist nicht mehr Alkohol, das ist ja bekannt. Die meisten Leute, die an den Bistro für Milch zu trinken. Torresca sieht mit Recht, le dialogue avec le gouvernement a tourné au monologue. Und noch hier habe ich einfach mal die Zölle geholt, die Torresca publiziert hat. Sie rechnen mit einem Einkommensverlust von 3.600 Euro für all Wirt, all Jahr. Wieso Torresca so schön, il n'en qu'à ouvrir au Luxembourg un drink and drive bezahlt vom Steuerzahler. Ein allerletztes Wort, das heute darüber gestritten gehen oder diskutiert gehen, ist der Teil in Austeritätsbudget, ja oder nein. Und das ist ganz einfach, dafür gibt es schon Definitionen. L'austérité désigne une politique gouvernementale consistant à prendre des mesures visant à ralentir la demande de biens et de services afin de limiter les risques inflationnistes ou de diminuer les déficits et la dette globale de l'État. La politique d'austérité va généralement de pair avec une politique budgétaire agressive destinée à faire augmenter les recettes fiscales tout en tentant de diminuer au maximum les dépenses publiques. Ich meine, wenn ich die Definition hole, da kann ich mit Fug recht sagen, das ist ein Gambia-Budget als ein Budget von der Austerität und das ist ein Budget, den die falsch Zeichen setzt, und dafür werden wir als RDR auch selbstverständlich nicht mit drohen. Ich sage nicht merci.